mein Gott! Ned! Was wollt ihr denn hier? Hannah! Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Until Dawn auf Pelzig. Ja, in der letzten Episode habt ihr ja schon gesehen, was passiert ist. War ja auch nur das Intro. Und jetzt machen wir hier gleich mal weiter. Wow, Graffiti, so weit hier oben. Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Okay, na dann. Ja, die Berge finde ich nach wie vor großartig hier dargestellt. Da gucken wir uns jetzt auch nochmal um, ob wir noch hier irgendwas Schönes finden. Chris? Bist du hier? Naja, ob der Chris was Schönes ist, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Okay, meine da ist noch ein Sack der Rück. Und ansonsten ist mir noch etwas unklar, wie hier gespeichert wird. Das wurde noch nicht gesagt, glaube ich. Da geht's doch irgendwo hier, aber bevor ich da rumdorkel, gucke ich mal lieber den Sack der Rück an und gucke mal, was da Schönes drin ist. Vielleicht kann man ja noch ein paar Gegenstände abschnorren. Rucksack ist hier, wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Aber wir haben einen Stalker. Was haben wir denn hier? Nee, komm, wir schnüffeln nicht rum, das gehört sich nicht. Ich wühle lieber nicht in den Sachen von Chris. Oh, der Schmetterlingseffekt erscheint, wenn deine Handlungen die Geschichte des Spiels verändert haben. Sam, hey, Hoppla. du bist hier. Chris ist verknallt in Ashley. Methodisch, beschützerisch, humorvoll, so sieht er aus. Ja, sehr lustiger Typ. Oh, also, ich habe da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Okay. Ich mag aber vorher noch da in die Hüterei gehen. Ich glaube, da konnte ich noch rein, oder? War zumindest eine Option. So. Da will ich rein. Na toll. Okay, konnte ich eh nicht rein. Aber wie gesagt, die Tante, die wir hier spielen, die Sam, die ist so wenig neugierig. Und, dafür ist unser Ehrlichkeitsbalken gesticker. Okay, und beim Chris scheinen wir auch wieder ein kleines Stellenbrett gehabt haben. Hoppla, der spawnt hier wieder. Mann, das ist... Ja, ich mag hier ursprüngliche Eigenschaften einfach unterstützen. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder. Hinweis entdeckt. Steckbrief. Steckbrief. Fundort untere Seilbahnstation. Ein zerfetzter Steckbrief für einen Flüchtling in den Bergen von 1998. Jemand wollte nicht, dass ihn jemand sieht. Gesucht. Milgram Victor. Geschlecht männlich. Größe 1,88. Letzte bekannte Adresse Blackwood Pines. Zuletzt gesehen am 16.03.1998. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Hoppla, das könnte wohl unser Zünder hier sein. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood, Police Monte Provincial de Blackwood, Juli 1998. Okay, wie hieß der? Okay, der Unbekannte. Jetzt wissen wir mal, wie er hieß. Victor Milgram oder Milgram. Okay, unser Unbekannter hat einen Namen. Oh Ja. Mann, sieh doch mal. Krass. Besuchen uns die meisten... Sammle Hinweise, um die Geheimnisse von Until Dawn zu lüften. Wohl geglaubt. Ach, komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Halt die Schnees. Was gibt's denn da noch? Tada! Ziemlich krass, oder? Ja, Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja? Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Chris, Seilbahnstation, 21:11 Los Uhr. geht's. Wir sind also erst 9 Minuten im Spiel rum. Okay, dann schießen wir doch mal. Cool. Ich hoffe, wir können später öfters mal schießen. Ziele mit dem rechten Stick. Drücke R2 zum Schießen. Dann machen wir mal auf den Sack.
Mhm. Die Dose oder Flasche oder was das ist. Jo, die Dose. Meine Dosen, meine kostbaren, antiken Dosen. Natürlich aus The Simpsons. So, dann noch den Sack. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin Ja, mal was so ein dreist Spacko. und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Ach, ist das ein Spacko-Argever. Kann ich jetzt schon nicht ausstehen. Die Flasche noch. Jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee, da schieße ich auf den Sack. Ums Verrecke, da schieße ich doch jetzt das Eichhörnchen. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Hey, Scharfschütze, Schmetterlingseffekt. Weil ich das Eichhörnchen nicht erschossen habe. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Fliegt doch ein Vogel. Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Ja, krass. Also es kann wohl auch Auswirkungen oder muss irgendwie Auswirkungen haben, dass ich das Eichhörnchen erschossen habe. Vielleicht ist es so später, so wie der Vogel, den man da bei dem Ende Dingens gesehen hat, wo der Vogel irgendwie eine Rolle spielt bei dem Totem. Könnte auch das Eichhörnchen irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Aber ich mag jetzt nochmal in die Einstellung. Ah, cool, jetzt hat es sich geändert, weil wir die Knalltüte hier spielen. Ich mag mit Untertitel jetzt spielen. Ich habe gemerkt, dass ich als mal drüber babbel. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Und da ist mal das lieber. Es muss so schlimm für Dann verpassen wir auch nix. Er ist nicht gerade der Typ, der andere um Hilfe bittet, weißt du? Ja. Okay. Gut. Ja, aber ich schieß doch kein Eichhörnchen grundlos tot. Das war echt Nee, das nur ist nicht eklig. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Ja, passiert, ne? Gerade wenn man irgendwo in den Bergen nachts ist, da sucht man sich halt irgendwo Unterschlupf, ach wo man kann. Ein wahrer Gentleman. Okay, das sind Snowboards, ne? Und, was haben wir da noch? Noch irgendwas, was glitzert, was wir untersuchen können. Nicht nur 16-jährige Mädchen stehen auf Sache, die glitzern. Anscheinend auch 16-jährige Buben. So. Ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Ja, das hast du mir gedacht. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Ja, auf E-Mol. Dauert das noch? Blackwood Ist ein Pines großer Berg. Hotel and Sanatorium. Blackwood Pines Hotel und Sanatorium für einen gesunden Körper und Geist. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Genau. Ja, es ist irgendwie etwas komisch mit dem Sanatorium für Körper und Geist. Das klingt irgendwie so nach einer Abschiebestation aus dem Dritten Reich. Uah, total widerwärtig. Gucken wir uns mal die Kameras an. Sind sie ein guter Viktor drauf vielleicht, der uns noch steigt und stalkt. Bitte, bitte, alle umbringen. Der Simpsons-Episode. Wo der Flanders der Homer erschießen muss, weil er sonst Kernschmelze auslösen tät. Und Homer soll nicht den Knopf drücken für die Kernschmelze. Bitte, du wirst uns alle umbringen. Dann gibt's statisches Rauschen. Und er hört nur, bitte, alle umbringen. Ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber... Okay. Gott, das sind so viele Filmsequenzen, dass ich mich hier ständig rausschneiden muss. Das ist ja eine Gehupse und eine Gedupse hier. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Das sehen wir mal Visage immer nur recht spärlich. Vielleicht auch für euer Glück. Steigen wir mal ein. Ist wie beim Abschlussball. Und los geht's. Ja, auf ins Abenteuer. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall.
So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar, lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. 3. Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Okay. Ja, das scheint jetzt immer noch so ein Tutorial zu sein, wo man sowas noch anspricht und wo wirklich jeder Schampel, den man da anstellen, irgendwelche Folge haben könnt. Ich bin echt gespannt, inwiefern das Auswirkungen hat. Und ihr könnt natürlich immer in den Kommentaren fleißig von euch geben, was bei euch so war. Jess, Mikes neue Freundin, selbstsicher gutgläubig, respektlos. Also auf gut Deutsch, blöde Kuh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute. Zeit, sie zu begrüßen. 21:17 Uhr. Insgesamt 15 Minuten im Spiel vergangen. Okay, wir spielen jetzt sie. Ja? Gucken wir uns die mal an. Das ist Jess. Sie ist relativ ehrlich, nicht sehr hilfsbereit. Dafür ist sie echt die Spaßkanone. Sie ist mäßig tapfer, also normal tapfer. Recht romantisch und ohne ein Mittelmaß an neugierig. Heute gute Beziehung zu Matt und Mike, wer hätte es gedacht. Und zu Chris und Sam steht sie nicht so besonders doller. Aber noch mieser zu Emily. Na dann. Huch, was war denn das jetzt? Die ganze Zeit das Face in Nahaufnahme. Eieieiei. So, jetzt drehen wir uns erstmal im Kreis und dann gucken wir, was da ist. Sieht nicht aus, als die lange Unterhose tragen unter der hautenge Jeans. Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lässt uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Ja, komm. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Nee, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Naja. Das Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Ja. Was ist denn das? Chris. Schmetterlingseffekt Meine Aktualisierung. Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris? Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Ich bin mit Mike zusammen. Davor muss man sich hier wohl vielleicht schämen. Das ist schon ein komischer Typ, der ja die Hannah da so komisch verarscht hat. Aber ja, steht doch mal dazu. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah, Kein Wunder, dass sie sich mit Emily nicht besonders versteht. Okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ah, ich meine, ihr wisst schon. Irgendjemand. Aha. Sam, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Ja. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Na, die Seilbahn dahin ist aber abgegangen wie Luzi. Die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily, Mikes Ex. Intelligent, einfallsreich, überzeugend. Dann wär's nicht mehr so malerisch. Matt, Emilys neuer Freund. Motiviert, ehrgeizig, sportlich. Weißt du,
Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Matt, Washington Lodge, Außenbereich. 21:24 Uhr. Matt, er ist so ehrlich, wie er hilfsbereit ist. Er ist nicht besonders lustig und tapfer, aber dafür ist er so romantisch und neugierig, wie er ehrlich und hilfsbereit ist. Er steht mit unserem guten Chris, den wir da schon gespielt hätten, nicht so besonders gut. Mit Sam steht er relativ, naja, mit seiner eigenen Freundin steht er so wie mit Jess recht gleich und im Mittelmaß. Es wirkt auf mich irgendwie so, als wären die so nicht lang befreundet alle miteinander, sondern irgendwie so ein zusammengewürfelter Haufe, der sich nur schlecht bis mies kennt und gar nicht richtig mag. Okay, der darf der Gepäckesel spielen. Dann watscheln wir mal unserer Freundin da hinterher. Fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh. Ja. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Ich weiß nicht, die scheinen sich irgendwie alle zu wenig zu verstehen, meiner Meinung nach. Mike, Emilys Ex, ein Spacko, intelligent, engagiert, überzeugend. Das Intelligent sollten mir lieber Anführungszeichen setzen. Zu geil. Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Wir sind alle Freunde. Michael. Ich spreche es jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lasst uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Matt, Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir Und cool? sein rechtes Auge glitzert. wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Ah, was ein Nein, Unsympath. ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Den kann ich jetzt schon nicht ausstehen. Total unsympathisch, der Typ. Oh Mist. Aber eigentlich fast jeder bisher. Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten? Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Ich lass dich nicht allein. Ich finde wirklich, du solltest den Pfad nicht allein runterlaufen. Im Ernst jetzt? Es ist kalt und gleich wird's dunkel und Und du beschützt mich dann vor der bösen Dunkelheit. ich lasse unser Zeug hier und komm mit. Es klaut schon keiner. Matt, willst du mich veralbern? Das Ganze dauert doch nur 5 Minuten. Willst du mich wirklich ständig bewachen? So war das nicht gemeint. Warum hörst du nicht einfach auf mich? Warum hinterfragst du immer alles, was ich Tut mir sage? leid. Ich will doch nur helfen. Wenn du helfen willst, dann bring unseren Kram und alles rauf zur Lodge, so schnell du kannst, okay? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Beser, Matt. Du hast ja immerhin geangelt. Gut, was immer du willst. Danke. Wir treffen uns oben, wenn ich bei Sam war. Dann bis später. Also ganz ohne Scheiß, die ganze Frau sind hölzern und widerlich. Und die ganze Typen sind Schnullis, Luschis und Wannabe-Spaßkanone. Also die Charaktere finde ich jetzt schon scheußlichst unsympathisch, wie in solcher Teenie-Filme halt, ach. Ashley ist verknallt in Chris, fleißig, neugierig und offen, und ihr linkes Auge hat offenbar einen kräftigen Tumor, der bis nach außen strahlt. Washington Lodge, Außenbereich, 21:32 Uhr. Es ist eine halbe Stunde vergangen, seit wir angefangen haben. Mit dem ganzen Pipapo und Kruscht, und wir gucken durch die Zeichentrickfilmlupe und Filter und sehen alles in Zeichentrickoptik. Wie ich zumindest finde. Aha, Wow, Motto. hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Aha, so viel Das zu macht schon Emily mit und den Mike beiden sind viel zu getrennt. Aha.
Das... Jösses, du dummer Hund. Hey, wow. Oh. Tut mir leid, Ash, ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, Ja, also Matt? ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig Oh mein verschrecken. Gott. Oh mein Gott. Blöder Hund. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Ja, für dich Lass schon. mich mal ran. Siehst dir an. Er sollte wissen, was sein Troller dort treibt. Klar, wenn du willst, ziehst dir rein. Nur zu. Okay. Verdammte Scheiße! Der hatte recht zu erfahren, was Dein du Ernst, isst. Emily? Was soll das, Mann? Zu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Da hat er definitive Rechte zu. Der ist mal von der Knalltüte nämlich noch irgendwie noch am sympathischsten. Deswegen sollte der definitiv wissen, was sein Tolli Zicker von Freundin dort treibt. Jessica, obere Seilbahnstation, und die sollte auch wissen, was ihren toller Mike da macht mit seiner Ex. Buch lesen, auf Handy schauen, wie was? Ich lese. Wie sich das gehört? Nett, Dattler, Leser, das macht clever. Was soll man das für ein Buch war? Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist am Zingeln. Dappschädel, den kann ich echt nicht ausstehen. Will ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, dennoch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Schneeball, auf die Schnies. Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Auf der Wersching. Au! Na, Allah. Das ist so Bücher, das weißt du. Wo versteckst du dich, Klein? Warum ist die Musik gerade so à la Softporno? Wow! Das ist irgendwie unheimlich, aber nicht auf eine freundliche Art. Oh, oh, der Vogel. Jetzt kommt... Ach, dann war das der Mike, den wir doch gesehen haben. Komm schon. Da war das der Mike, den wir doch gesehen haben mit dem Hemd. Boom, Schakalaka. Okay, jetzt hast du mich. Schon gut, okay? Okay, die Prophezeiung könnte auch bald eintreffen. Do jetzt, ja genau. Manchmal ist es am besten einfach nichts Kannst zu dich tun. nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Ja. Oh nee, komm. Den Vogel mache ich jetzt nicht kaputt. Ja, und auf ihn. Zack. Auf Tiere gehe ich einfach nicht. Und dann was? Wow! Es reicht. Also Tiere greife ich wirklich einfach nicht an, das gehört sich Jetzt nicht. bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Schneeball. Ich kann den Typ nicht leiden. Ah! Okay. Okay, jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Tja, da fällt mir mindestens eine Sache ein. Ja, Aber du musst noch warten. Bis später. Wir sollten zur Lodge gehen. ja. Auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange. Vorausgesetzt, ich könnte mit dir rummachen. Yes, das erleidet den die auch nur Dotra, ne? Der Dappschädel. In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Hier. So ein dummer Hund. Status-Update, okay. Da kommt die nächste an. Guck, was das jetzt wieder für Knalltüte sind. Ah, der Peter Stormer wieder. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Och ja. In der vergangenen Sitzung haben wir festgestellt, dass du gewisse Dinge fürchtest. Und zwar Tote.
oder Untote. Mhm. Dieses Mal versuchen wir zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Ach Gott, schon? Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay. Frauen machen mich nervös. Steht Sarah da mal in so einer komischen Männermordende, in so einer komischen Mordsituation, sind es eher die Männer, die mich so nervös machen, ne? Okay, dann blätter mal weiter. Flugzeuggedränge. Oh, Gedränge finde ich weitaus schlimmer als Flugzeuge. Vor allem, da wir ja hier unter Leut sind und wahrscheinlich nicht fliegen, nehme ich mal an. Oh, ich fürchte mich vorm Ertrinken. Ich persönlich habe Höheangst. Deswegen, ja. Wir sind auch in den Bergen. Von daher ist das etwas wahrscheinlicher. Eigentlich beides nicht. Weder Ratte noch Schlange eigentlich. Ich finde eigentlich beides sehr goldig. Aber die meisten Leute haben da wohl eher Angst vor Schlange, ne? Okay, weiter geht's. Pistole oder Messer? Waffen sind beängstigend, Messer sind beängstigend. Ich finde es eigentlich schlimmer, abgestochen zu werden, als abgeknallt zu werden. Das geht ein bisschen schneller. Deswegen die Messer. Käfer oder Kakerlake oder Schlange. In dem Fall die Kakerlake. Dann sagt er aber, dass er mehr Angst vor Kakerlake hat als vor Schlange. Oder wir können die absolute Angst vor Schlange reinhauen. Bevor das so kompliziert wird, machen wir lieber zweimal die Schlangen. Dass er da absolute Angst verspürt. Okay, er schreibt... Uiuiui, geht's aber schön weiter hier. Vogelscheuchen machen mir Angst und Clowns. Clowns. Auf jeden Fall. Was ist da? Blut ekelt mich an. Krähen. Wir hatten bitte Angst vor Krähen. Blut in dem Fall. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Da hat er auch einen sehr eigenen Humor hier, der Doktor. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Oder verschnudelt, weil man nicht genug Zeit gehabt hat. Spinner. Eindeutig Spinner. Von Nadeln auf jeden Fall. Ich mag es überhaupt nicht, Blut abgenommen zu kriegen. Wirklich nicht. Ich hasse das. Angst habe ich nicht davor, aber es macht mir Angst. Es macht mir keine Angst, aber Clowns wäre es immer noch eher als Zombies. Aber ich mag das überhaupt nicht, Blut abgenommen zu kriegen. Ich habe Angst vor Wölfen, immer noch vor Nadeln. Wölfe sind nach wie vor auch Tiere. Nadeln. Entschuldigung. Verschluckt. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Spinnen, Clowns und Nadeln. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Oh yeah. Den finde ich eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Der ist zwar wirklich etwas creepy, aber ich finde ihn eigentlich ganz lustig. Und ich bin immer gespannt, was es hier für Auswirkungen hat, wenn ich hier jetzt wirklich die Angst gemacht habe. Was bisher geschah bei Until Dawn. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Oh, verfluchte Scheiße. Nein, shit. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem einzelnen von euch verbringen und
und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erst mal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben George, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Okay, das spart mir ja eigentlich schon das letzte Mit Mal. jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. 2. Dunkelheit. 9 Stunden bis zum Morgengrauen. Josh, Bruder von Hannah und Beth. Kompliziert, nachdenklich, liebevoll und etwas geistig zurückgeblieben, wenn ich mir ihn so anschaue. Ja, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du dir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal $1 Million für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja, na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Okay. Chris, Jo, Washington Lodge, check die Außenbereich. Party oder was? Klar, Mann. Da ich jetzt hier kein Zeitlimit habe, die ich sage, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, ihr liebe Leute. Das, was zuletzt geschah oder so, das könnte ich wahrscheinlich auch in der nächsten Episode gerade mal nehmen. Und wir sehen uns dann morgen wieder und ihr sehen, was das nächste Mal passiert. Also machen's gut und bis morgen wieder. Ian Yankee. Vereist. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Hinweis entdeckt. Zeitungsausschnitt. Ich habe euch gesehen. Durch das Teleskop. Mike, sieh dir doch mal die Gästhütte an, von der ich dir erzählt habe.